Hallo, liebe Gemeinde. Ich begrüße euch zur Trauerfeier von Big Daddy G, Alex der Boss oder auch einfach Alexu. Danke auch, dass so viele Leute erschienen sind zu seiner Beerdigung. Oh. Wow, eine Person. Ja, das hat man anders erwartet von diesem hässlichen Uhrenbastard. In der Bibel steht geschrieben, man soll seine Feinde lieben. Aber der Alex hat man dennoch nicht geliebt. Ey Chef, geht so lange, ich bin nur wegen Kauen hier, Mann. Sein Hobby war, dass er Videos im Internet geteilt hat, die lustig sein, aber Bro, come on. So die Scheiße. Deswegen bin ich auch froh, dass er endlich hat Frieden können. Was zum Fick passiert denn da? Alter, was geht denn hier ab, Mann? Jo, ich hab gemeint, du bist tot, Mann. Dass ich tot bin? Ich bin doch nicht tot, Mann. Du hast einen Monat geschlafen, Mann. Wir haben uns alle schon gefreut. Wir waren alle schon voll traurig gewesen, dass du tot bist. Ein Monat. Wow. Ey. Da wird Zeit, dass ich ein neues YouTube-Video mache. Und in dem Video kamen ganz oft die Wörter Ficken und Schwanz vor. Hello, Motherfucker, herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf dem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss, aber der Upload, um Alex zu sagen. Jetzt gibt es endlich eine Technologie, um einem ganz besonderen Tyrannosaurus in den Kopf zu blicken. Ich bin homoerotisch. Wow, was für ein energetischer Start. Ich bin extrem froh, dass ich wieder hier für euch da darf sein. Ich habe eben leider in letzter Zeit nicht so viel Zeit gehabt. Und falls ihr euch fragt, was der Grund ist, ja, das ist ein ganz einfacher Grund, nämlich, ich will deinen Saft. Ja, heute geht's um komische TikToks. Ich bin wirklich, in letzter Zeit, ein bisschen mehr unterwegs gewesen auf TikTok. Ich habe auch TikToks aufgeladen, wie zum Beispiel das da. Okay, geht's in der Radius ein paar Drogen zu suchen im Garten? Irgendwann will ich so ein Kransprecher werden. Und da habe ich wirklich crazy shit gefunden, wo wir wirklich zusammen anschauen müssen, Mann. Ich würde sagen, spreizt bei und los geht's. Shock it up, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena. Ey, wirklich, ey, nice, ey, starkes Video, ey, kurzer Applaus für dich. Aber auch wirklich das Verrückte an diesem Video ist nicht, dass der Dude seine Haare stylt, sondern der hure Sound, der im Hintergrund läuft, Alter. I like Latinas, ones who look like Selena. Ebenso, aber der Brüder in diesem Video schaut mich an, bringt auch so ab, also würde mich wollen verführen, ich hab's nur gesagt, Der schaut mich schon ein bisschen erotisch an, das sehe ich. Ich bin homoerotisch. Und ich will deine Eier. Aber wieso auch nur dumm schwätzen? Ich kann es ja selber auch mal ausprobieren mit einem Hairstyle-Tutorial. Latinas, shock it up, shock it up. I like Latinas. Oh, Wallah, da oben ist eine Suppe. Jede Person, also du hinter der Kamera ein und alle, die an mir vorbeilaufen, kennen mindestens eine Person, die ein Problem mit Alkohol hat. Und wenn du es selber nicht bist, dann kennst du jemanden. Das ist einfach so. Also ich bin's nicht. Saufen, Freunde! You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You spent a lifetime stuck inside. Also jetzt nichts gegen den Dude hier im Video, aber ich verstehe manchmal nicht, wieso dass man solche TikToks macht. Weißt du, dass ich das Video rausgelesen habe, ist erstens, dass das Video über 30 Sekunden geht. Das habe ich natürlich abgekürzt. Ich gehe auch noch 30 Sekunden in die scheiß Serie an, Mann. Aber manchmal verstehe ich halt so nicht, wieso dass Leute in so eigentlich, keine Ahnung, privaten Momenten, traurigen Momenten einfach so sich filmen. Weißt du, es gibt auch so Videos, wo irgendwie Leute am Rennen sind oder so. Was ich auch einmal gesehen habe, ist, dass jemand einen leptischen Anfall hatte und dass sie das gefilmt haben und so jemand nebendran gestanden ist und so gemacht hat. Ey, yo, es wird alles gut. Ey, ich bin da, alles gut.
Wieso filmt man das? Und eben, manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute bekommen irgendetwas gehört, ich habe gerade einen Schicksalsschlag oder so. Das Erste, was ihnen in den Sinn kommt, ist ein Video für Social Media zu machen. Hey Bro. Hey, jo, was ist? Ich habe gerade einen Anruf bekommen, deine Mama ist gestorben. Oh. Ja, und du hast deinen Job verloren. Ach du Scheisse. Deine Freundin hat Schluss gemacht. Oh mein Gott. Und Chichi denkt, dass sie eine gute Rapperin ist. Oh, fuck, man. Was willst du jetzt? Warte schnell, Bro. Ich muss schnell etwas machen. Noch liegen. Okay. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You spent a lifetime stuck in silence. In meiner Traumwelt tun wir normalisieren, dass wir keine Sachen mehr normal kaufen. Ich zeige dir jetzt alles, was ich Secondhand habe. Mein ganzes Leben ist Secondhand. Erstmal, alle meine Kleider sind Secondhand. Alle meine Schuhe sind auch Secondhand, von Schocks, die ich neu gefunden habe. Alle meine Taschen sind Secondhand und ja, es sind viele. Du brauchst nicht so viele. Diese ist auch Secondhand. Mein ganzer Schmuck ist Secondhand. Mega viele Möbel, die ich habe, sind Secondhand. Ich bin auch als Kind mit Secondhand aufgewachsen und mir ist dann gesagt worden, dass ich das nicht sagen darf, weil es ein Zeichen von Armut ist. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es wirklich ein Zeichen von Bildung ist, dass du weisst, dass jedes Kleidungsstück von einem Menschen zusammengenäht worden ist. So, wie vorhin schon gesagt, jetzt nichts gegen die gute Frau im Video. Es ist etwas Tolles, dass sie das fördern und den Leuten so ein bisschen näher bringen. Aber für mich wirkt sie sehr, wie soll ich sagen, so arrogant und sie fühlt sich so ein bisschen, als wäre sie etwas Besseres. Ja, das ist Secondhand, das ist Secondhand, das ist Secondhand. Ich finde, Secondhand ist sicher von Bildung. Also wenn du nicht Secondhand brauchst, bist du ein dummer, kleiner Hu. Und vielleicht kommt es auch nur so über, aber für mich wirkt das halt sehr so. Also, irgendwie, dass sie sich selber in ein gutes Licht stellt und alle die Leute, die das nicht machen, sind schlechtere Menschen. So, keine Ahnung. Vor allem ist bei ihr irgendwie alles Secondhand, also die übertreibt ja komplett, Mann. Hallo meine lieben Freunde, ich zeige euch jetzt alles, was ich Secondhand habe. Da hier die Hose von Karl Kani ist Secondhand. Das Stativ, das ich meine Videos aufnehme, ist Secondhand. Das Parfüm hier ist auch Secondhand. Ich habe sogar noch nachgefüllt mit meiner eigenen Pizza. Das Red Bull hier habe ich im Zoo gefunden. Es war schon offen, also ist es tendenziell auch Secondhand. Den Geldsäckel hier von Liverpool habe ich an einem 5-jährigen Kind abgeluchst. Das war voll mit Geld drin. Also ist es tendenziell auch Secondhand. Auch meine Gefangenen, die ich hier unten im Keller habe, ist auch alles Secondhand. Generell auch, wenn man nicht Secondhand ist, ist man ein schlechterer Mensch. Ja. Aber noch einmal, dass es alle wissen, ich habe nichts gegen die Frau persönlich im Video. Ich wollte sie einfach ein bisschen hops nehmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und an dieser Stelle wird das Video auch beendet. Wenn ihr wollt, könnt ihr sehr gerne einen Daumen hoch da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert bitte den Kanal. Schaut auch meine TikToks an, meine Shorts, die ich vorgeladen habe. Die sind auch sehr toll. Ja, und zum Schluss habe ich noch ein Video mitgenommen auf TikTok, das mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss zusammen. This is how to talk to a feminist. Let's begin. So the history of feminism Be quiet. is actually... Shut up.